Die Uri kann nimmer schimpfen, weil's ihrer für ein paar Tage die Stimme verschlagt. Und drum wird's vom Gregor recht pflanzt. Der Severin hat einen Busführerschein und fährt mit den Leuten auf Rom runter. Der Chris hat im Bus sein Suri ausgeschlafen und wacht erst auf, wie es schon in Italien hat. Und drum muss er voll mitfahren. Eine scheinheilige falsche Matz aus Salzburg zieht sie wie eine Klosterschwester an und fährt ein Stückel weit mit und tachelt die Leute an Geld und Handy. Mitten in Italien bleibt der Bus hängen, weil der Keilriemen gerissen ist und die Lichtmaschine ist auch hin. Der Chris kann das alles nimmer geschwind genug richten. Aber der Pfarrer trifft den Papst, weil der auch gerade in der Ortschaft ist und holt sich einen Seng für die ganze Gemeinde und für der Uri seinen Rosenkranz. Margot und das Hummerl streiten miteinander während der ganzen Reise, aber die Kathi bringt die zwei wieder zusammen. Und sie beicht an Severin, dass er ein Kind möglicherweise gar nicht von ihm ist. Der hat aber da kein Problem nicht damit. Der Chris hat sich beim Busrichten in die Schrauberin von da unten verliebt und die kommt gleich mit ihm mit auf Lansing. Die Lansinger richten ihren Dorffest ein bisschen auf Italienisch her und das gefreut die anderen nachher, wie sie wieder heimkommen.